Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hi, letzte Woche, da war ich schwimmen in Speyer. Motiviert war ich, habe die Brille angezogen, habe meine Uhr dabei gehabt, meinen Trainingsplan und so weiter und dann ab ins Wasser. 50 Meter, richtig schnell, auf einmal nach 50 Metern war ich nicht mehr allein. Rentner vor mir, hinter mir, neben mir auf allen Bahnen. Ich also zickzack außenrum, hin und her, Tempowechsel und meine Stimmung, die wurde nicht besser, die wurde immer schlechter, Stress. Naja. Später hatte ich dann wieder eine Bahn für mich allein, da atmete ich erstmal durch und dann schaute ich auf meinen Trainingsplan, was jetzt anstand und was stand da wirklich drauf. Zickzack, Hindernisschwimmen, Tempowechsel hin und her fürs bessere Wassergefühl und für das Schwimmen in der Gruppe. Da musste ich erstmal lachen und schmunzeln. Es gibt eine ziemlich bekannte Geschichte in der Bibel, die mir schon ganz oft ein ähnliches Aha-Erlebnis gebracht hat. Jesus, der ist mit seinen Jüngern unterwegs an einem Sonntag und sie pflücken Ähren. Ähren raufen, wahrscheinlich, weil sie Hunger hatten. Die Leute, die das sahen, ja, die sagten, das geht doch gar nicht, dass ihr das an einem Sonntag macht, am heiligen Tag Gottes. Und daraufhin spricht Jesus die berühmten Worte: Der Mensch ist nicht für den Sonntag da, sondern der Sonntag für den Menschen. Dieser Satz, ja, der hat mir schon oft dabei geholfen, mal wieder anders zu denken, so um die Ecke zu denken und mir darüber klar zu werden, was wirklich wichtig ist. Warum ich etwas denn überhaupt mache. Warum? Ich mache zum Beispiel Sport, um fit zu werden und damit mir es gut geht. Zur Entspannung und zum Stressabbau brauche ich das. Dann sollte ich mich doch aber auch nicht vom Sport stressen lassen, nicht zu verbissen werden oder eingeengt werden. Ich denke, diese Erkenntnis, die lässt sich auf ganz viele Situationen übertragen. Was ist es denn bei euch? Was ist da eure Situation, an die ihr denkt? Probiert doch mal aus, dieses Um-die-Ecke-Denken anzuwenden und bei euch anzuwenden, denn es eröffnet einem auch manchmal ganz neue Möglichkeiten. Als ich nämlich anfing zu lächeln und zu schmunzeln da im Schwimmbad in Speyer, da lernte ich einen netten Rentner kennen. Und dieser Rentner, der war früher mal Triathlet und der hat mir wirklich viele tolle Tipps gegeben da an diesem Tag. Also Augen und Sinne auf und öfters mal dran denken, auf was es wirklich ankommt, was wirklich wichtig ist. Bei euch im Alltag oder nächstes Mal im Schwimmbad in Speyer auf der schnellen Bahn. Einfach mal durchatmen, lächeln und dran denken, der Sonntag ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sonntag. Ciao! Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.